Stolze 100 Jahre alt ist sie, die Bastei am Rheinufer. Ja, an der Bastei hatten sich am Nachmittag Gratulanten versammelt. Eine Feier initiiert vom Freundeskreis der Bastei. Der macht sich erhebliche Sorgen, denn die denkmalgeschützte Bastei ist baufällig. Und die Frage ist, ob das Restaurant aus dem Jahr 1924 saniert werden kann. Sie fordern, dass das Gebäude des Architekten Wilhelm Rippan originalgetreu wieder aufgebaut wird. Jetzt kommt der Beitrag. Die denkmalgeschützte Bastei. Leider sehr marode. Der Bastei-Freundeskreis will, dass sie erhalten bleibt. Architekt Walter von Lohm kam 1966 als junger Mann nach Köln und saß schon bald in der Bastei als Restaurantgast. Drin hat man diese wunderbare Situation mit dem Blick bis zum Dom. Es ist ja erstaunlich, durch den Rheinbogen hat man ja das ganze Panorama. Seit 100 Jahren prägt die Bastei das Kölner Rheinpanorama. Damals hatte der Architekt Wilhelm Rippan die Idee, ein Restaurant zu bauen auf einer preußischen Verteidigungsanlage. Er bekam den Auftrag. Und der damals noch sehr tatendurstige Oberbürgermeister Konrad Adenauer hat das offenbar ja auch gefördert und sagte, Rippan, machen Sie es und machen Sie es gut. So richtig rheinisch ist so die Überlieferung. So sah die Bastei kurz nach ihrer Fertigstellung aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg minimal verändert, blieb die Bastei eines der Ausflugsrestaurants der Stadt. Aber die Bastei ist marode. Probebohrungen haben gezeigt, die Stahlträger müssen erneuert werden. Die Bastei bis zu ihrem preußischen Fundament abgetragen werden, also bis da oben zum grauen Stein. Ist die Bastei dann immer noch ein Denkmal? Eine Frage, die das Baudezernat der Stadt mit dem Denkmalschutz und einem privaten Investor diskutiert. Geschätzte 20 Millionen Euro wird das kosten, um die Bastei wieder aufzubauen. Nach dem 100 Jahre alten Vorbild. Also unser Ziel ist es, und da sind wir auf der Zielgeraden in den Verhandlungen mit einem potenziellen Bauherrn, dass dieser Bauherr das Gebäude wieder instand setzt, denkmalwürdig instand setzt, also zurückbaut und wieder instand setzt, aber gleichzeitig dann auch das Gebäude betreibt, das gastronomisch und auch für die öffentliche Nutzung betreibt, dass es der Stadt wieder zur Verfügung steht. Mit einem dann wieder für alle zugänglichen Restaurant. Der seit Jahren gesperrte Innenraum würde mit dem Teilabriss und Neuaufbau auf die heutigen Bedürfnisse angepasst. Aber alles so, dass es dem Denkmal entspricht. Eine Botschaft, die die Freunde der Bastei gerne hören werden. Die Bastei soll bleiben, wie sie ist, nur saniert. Ich habe diese Initiative mitgegründet, weil man der Politik klar machen muss, was sie an dieser Ikone der Architektur hier hat. Nicht nur Stadtgrundrisse, sondern auch baugeschichtlich. Für die Baugeschichte, für das Kölner Panorama, für die Öffentlichkeit, ne, und für die Promenierenden. Hier ist ja an Sonntagen ist ja hier ein wahnsinniger Betrieb und das wäre so toll, wenn hier also ein gastronomischer Punkt wäre, wo man das so genießen könnte, wie wir heute Morgen hier diesen schönen Herbstmorgen genießen. Die Bastei in ein paar Jahren dann vielleicht wieder aufgebaut, saniert und standhaft für weitere 100 Jahre.